Es wird Zeit für eine Spezialepisode hier beim Let's Play zu Pokémon Delta. Und zwar, wir sehen können diesen 4 Pokémon. Rebigator, Dragoan alias Tobi, Gardevoir und Capilz. Naja, mittlerweile tragen sie alle schon andere Namen. Und sind auch mittlerweile bereits alle Level 100, teilweise auch andere Attacken und andere Items. Ja, ist natürlich die Frage, warum, wenn ich so in meinen aktuellen Streams oder auch bei anderen Streams, wie zum Beispiel bei Kai, irgendwie bereits Pokémon mit höherem Level habe und natürlich auch mit Spitznamen, wieso haben sie hier das noch nicht? Das liegt daran, dass diese Aufnahme, das betrifft vor allem die ersten 20 Minuten, die stammen, ja, ich glaube, es ist schon etwa ein Jahr her, war. Ganz kurz gucken hier, wenn ich hier mal nachgucke. Nö, weniger. Ein halbes Jahr. Am 1.1.2016 haben wir das aufgenommen. Genau. 1.1.16. Und zwar ging es mir darum, dass ich, trotz allem, wenn es mir hier mit Delta und so weiter, dass ich auch hier zumindest einmal noch zeige, wie man einen Superkampf gewinnen kann. Also Superkampf, sprich, ihr kennt sie hier im Kampfressort, bei Oras gibt es eben diese Superkämpfe, Super Normalkampf, Super Doppelkampf, Super Dreifachkampf etc. etc. Am Kampf Nummer 50, wenn man hintereinander 50 Mal gekämpft hat und gewonnen hat, kann man gegen einen Kampfkoryphäre antreten. Oder Kampfchatelet heißt sie hier, weiß nicht, Smaragd, von dem her, die heißen hier anders. Auf alle Fälle, heute wollen wir das testen, versuchen, und zwar mit dem Super Doppelkampf. Oh yes. Ja, wenn ich natürlich sage, erst 2016, wieso kommt das Video erst jetzt? Das erfährt ihr noch später. So, nehmen wir nur die 4 Pokémon, die sind im Doppelkampf gar nicht mal so übel. Von den Attacken her. Ja, es wird heavy. Denn der Gegner hat legendäre Pokémon dabei. Da vorstellen, es ist Hinata! Naja, nicht ganz, aber naja. Man könnte es zunächst mal annehmen. Ich bin so, ich will nicht mehr nach Hause. Scheiße, wütend. Lass uns kämpfen. Yo, let's fight. Kampfshuttles, wow. Ja, wegen Abend. Entei und Latios. Oh, der Vorteil ist, ich wusste, welcher Punkt auf mich zukommen. Und deswegen müsste es doch eigentlich möglich sein, die zu bezwingen. Rebigator, du trägst ein Wahl-Item, deswegen kann nur eine Attacke einsetzen. Natürlich wird es Erdbeben sein und Dragoran noch nicht boosten. Wieso, seht ihr auch noch gleich. Tobi Drachenklaue! Jetzt mal, mein Tobi ist so krass, ey. Und Special Effect! Schwächenschutz activated. Oh yes. Und ich habe Multischub noch drauf. Jetzt geht's ab hier. Keiner bezwingt so einen Tobi. Außer du hast irgendwie noch eine total krasse, geboostete oder irgendwie sonst was Prio-Attacke. Obwohl, ich habe Turbo-Tempo. Da muss schon ordentlich was kommen, was Turbo-Tempo, naja, schneller wäre als Turbo-Tempo. Turbo-Tempo konnte fast alles. Also natürlich, im Prinzip nur Priorität plus 2, ja. Im Gegensatz zu Ruckzuck und so weiter sind ja plus 1, in den anderen Tagen ein bisschen mehr hätten, aber die muss erstmal haben. Oh, Raikus Vikun, toll. Das Höhentrio, komplett, Raikou direkt in Luftballon, das ist natürlich scheiße, muss das noch zum Platzen bringen. Und setzt ein Schutzschild ein, ja, leck mich am Arsch. Raikou. Earthquake, ja, das bringt natürlich sehr viel gegen das Vikun. Oh, und Tobi ist weg, weil ich habe keinen Schwächenschutz mehr. Also im Prinzip ist ja nicht der Schwächenschutz, das ist eigentlich die Multischuppe, die da wirken würde. Ein Effekt von sehr speziellen Attacken halbieren, oder speziellen Schaden war. So, brauchen wir ein bisschen Tempo-Hieb. Der Techniker drauf und deswegen ein bisschen mehr Damage. Duplo ist platt und jetzt kommt Rebi-Power. Haha. Jetzt reicht's doch, wa? Zack. Und wir haben gewonnen.
So schnell kann's gehen. Du bist so stark, es tut mir leid. Von unserem Doppelkampf heraus. Jo, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben in einer Super-Serie 50 Kämpfe ineinander gewonnen. Und wir kriegen 50 GP, Alter. Jo, natürlich noch viele Items investieren, viele Attacken, die man ja nur so beibringen kann. Zum Beispiel auch coole Musik. Zum Beispiel irgendwie auch Kraftkoloss beim Sherox oder Hitzwell beim Taubos. Als Beispiel mal. Und weiter geht's ganz kurz, damit man noch ein bisschen was erklären kann, weil es war sogar ein bisschen actionreich vor allem. Jo, das Video selbst sind eigentlich 3 Teile. Da war gerade mal der erste Teil mit dem Superkampf. Jetzt kommen glaube ich noch 1, 2 weitere Kämpfe hier in der Super-Serie. Danach gibt es noch etwas anderes hier auf der Insel, was ein bisschen spezieller ist, weil wenn man halt die eine Kampfstätte, oder Kampfstätte, doch eine, wir haben eine besiegt im Superkampf, dann kommt ein alter Rivale zurück auf die Insel, den man bereits bis zu 2-mal herausfordern kann. Nee, ich muss anders sagen, Entschuldigung, nicht bis zu 2-mal. Alter, tschüss, Webby. Mehrmals, natürlich mehrmals, aber er hat bis zu 2 unterschiedliche Teams. Im Sinne von einmal so ein schwächeres Team, ein stärkeres Team. Alter. Das Bisofang, okay. Ja, ich glaube, das sind noch knapp hier. Nee, so besiegt, genau. Was soll ich sagen? Genau, dann sind eben diese 2 Kämpfe gegen den Rivalen. Das Problem bei mir war, weil ich eben auf dem Aufnahme 3DS zocke und dann auf dem privaten 3DS, immer ein bisschen hin und her, kommt wieder mal halt die, ja, interne Uhr des 3DS hinzu, die halt bestimmte Events blockiert. Und deswegen kann ich halt den zweiten Kampf nicht direkt irgendwie aufnehmen, muss ein bisschen warten, dann ging es noch länger und vor kurzem war es immer so, du könntest es eigentlich wieder mal versuchen, vielleicht klappt es wieder. Und Tatsache, es hat funktioniert und deswegen kann ich euch heute noch den Abschluss der, ja, doch, Delta-Episode zeigen, weil es ist im Prinzip das Letzte, was noch irgendwie speziell ist. Ich meine, klar, können doch alle Superkämpfe zeigen, wie wir alle gewinnen würden, alle Statuen, aber dafür kriegst du nichts mehr von dem her. Es ist nice to have und so, und ich natürlich, oh, super Verbrennung, ja, ganz geil. Natürlich auch ein Ziel von mir, das noch zu schaffen, aber es bringt nicht sehr viel, so betrachtet. Es schadet kein neues Ereignis oder so etwas, und K-Pilz ist weg, ja, ganz geil. Da bringt natürlich der Fokusgurt ganz viel, wa? Jo, deswegen dieses Video. Abgesehen davon soll es ja auch eine Art Neueröffnung werden für künftige Pokémon Delta Community Battles. Klingt gerade ein bisschen nach sehr viel. Es geht darum, wie bereits vorhin erwähnt, jetzt bin ich letztes Jahr wieder ein bisschen dabei, in Streams gegeneinander zu zocken. Will es in Zukunft wieder vermehrt haben, dass wir künftige vermehrt gegeneinander zocken, spielen, wie auch immer. Und da sind natürlich dabei, Alter, Megadur weg. Was denn da für eine Prio, das Galopper? Mir geht es aber vor allem auch ein bisschen darum, dass ich das Ganze auch aufnehme. Das heißt, meine Siege und natürlich auch meine Niederlagen, dass ich die dann ein bisschen so zeige, um wir eigentlich mehr oder weniger wieder mal ein bisschen ein Let's Play online haben. Deswegen ja auch so wegen, ja, Pokémon Delta Community Action. Ist doch eine geile Idee, wa? Ich bin sowieso dabei, also jetzt wieder vermehrt, bin ein bisschen auf dem Pokémon-Hype, vor allem auch durch Sonne und Mond, was ja bald kommt. Aber bin vor allem halt mehr oder weniger dabei, dass ich ein bisschen mehr trainiere oder mehr so Strategie-Teams. Ja, ich weiß jetzt rechts und seht ein bisschen, was ich das so für Boxen habe auch. Ist alles geplant, kein Problem. Das war eben noch vor ungefähr einem Jahr, ne, einem halben Jahr sogar. Mittlerweile habe ich fast alle Pokémon im Pokédex, es fehlen nur noch 2 legendäre. Genau, habe mittlerweile 719 Pokémon im Pokédex. So 19, ey, 719, das ist eigentlich schon relativ viel. Was kann ich noch weiter? Mir fehlt Arceus, das stimmt. Sonst so viel weiß ich gar nicht mehr. Auch irgendwie ein legendäres Pokémon von dem her. So, das war eben noch, sag ich mehr oder weniger meine alte Crew. Mein altes, ja, die Box heißt Team, mittlerweile heißt es eigentlich eher Kampfresort. Oder mittlerweile auch ein komplettes Kanto-Team, mittlerweile gab es sogar ein komplettes Johto-Team habe und noch vieles andere mehr und hast nicht gesehen und
ja, hier mal so ein paar Dinge, die ich so ein bisschen versucht habe, teilweise ganz gut funktionieren, aber man trotzdem noch ein bisschen ausbauen muss, wa? Ich habe vor allem irgendwie das Mühsame an mir, wo ich gemerkt habe, dass ich pro Pokémon das Gefühl habe, ich will es nur einmal züchten. Da sprich mein Glurak zum Beispiel, man sieht es schon in der Box. Glurak könnte man im Prinzip auf 3 Arten spielen. Einmal ohne Megastein, einmal mit Megastein X, und einmal mit Megastein Y. Was mache ich? Ich zocke nur ein Glurak, ein Mix-Glurak. Auch jeweils Glurak Newt Y, X abwechseln. Ja, gut, kann man machen, aber ob es wieder sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Das sind noch mehr oder weniger meine Story-Teams da unten, wa? Oh, ist das lange her, Freunde. Ist das lange her. Ja, ich habe meine Fei. Ein bisschen nerven kann. Mirania! Stimmt so vom... Ja. Ist ja nicht männlich, das eigentlich müsste weiblich sein. Mirania. Die Pflanzennutzerin aus Last Story. Und Tour Talk, was mittlerweile Mikleo heißt. So, erstmal ein bisschen Pokémon austauschen. Wer hat alles gemacht? Warum wir das machen? Das hat natürlich auch seinen Grund. Weil jetzt, wie gesagt, werden wir mal unsere Statue begutachten, die wir gerade gewonnen haben. Und natürlich auch noch unseren alten Rivalen begrüßen. Der sich jetzt denkt, oh ja, Michael, das ist voll geil drauf. Ich will wieder gegen ihn zocken. Kampfresort. Erst 2016 ist echt vom 1. Januar. Ich glaube sogar, das war mein erstes Video, das ich dieses Jahr gedreht habe. Also gedreht, aufgenommen haben. Stimmt soweit. Die Attacken, die meisten sind... Ja, die meisten stimmen nicht alle ganz, aber die meisten stimmen schon. Man sieht es auch, da sind gar keine Items und Levels noch nicht 100 und so weiter und so fort. Aber naja, das kommt schon noch. Du hast das Stulos nicht, okay, das stimmt. Donnerwelle mittlerweile durch Brüller ersetzt zum Beispiel. Rambos, aber glaube ich auch. Doch haben wir wieder. Tarnsteine ja auch. Jo, mal gucken. Wie gesagt, es spielt keine Rolle, ob ich das jetzt hier zeige oder auch nicht, weil ich habe ja mittlerweile sowieso teilweise andere Pokémon, teilweise andere Attacken. Das Spiel ist ja auch anders. Das ist ja vor allem das Geile daran. Dass man halt auch unterschiedlich spielen kann und daher ist jetzt nicht so wichtig. Kraftreserve für Synthese. Volt, der ist soweit auch toll. Der ist voll gewollt. Ja. Wir sind Durchbruch, Erdbeben. Jo. Südewasser, Eisstrahl. Könntest du auch Hydropumpe gehen und die trefft bei mir sowieso nie. Und bei einem Mega-Form, wenn ich mal Mega spielen würde, was ich sowieso selten mache. Weil Offensive ist, passt relativ gut dabei. Aber eigentlich müssten Aurasphäre hat sie ja schon. Versucht, nee, wollte Aquavelle, genau. Wobei ist Aquavelle wirklich stärker, auch als Südewasser schon. Stimmt ja. Maike, ja, hier bin ich. Was gibt's? Wer da? Wer bist du denn? Wer bist du? Er ist der Typ mit der geilen Mucke. Habt ihr gehört? Jeden Tag selbst herausfordern. Das könnte schwierig werden, mich selber herausfordern. Mach's gut, Mike, geh trainieren. Ich dachte, wir kämpfen jetzt. I will fight. Ja, gleich. Im Super-Doppelkampf erinnert. Jo, Mann, da gibt's ja eben halt pro Kategorie eine Trophäe. Was halt nicht ganz so einfach ist. So, jetzt aber eigentlich nochmal hochgehen, müssen gleich kommen. Ich wollte noch die Insel verlassen irgendwie. Jo, ist interessant noch zu gucken, was ich damals so gemacht habe. Ich glaube, mein Problem war damals, dass ich echt dachte, der würde irgendwie da unten erscheinen. Ja, jetzt fahre ich ein bisschen in der Gegend herum. Ja, und jetzt? Was machst du? Was treibt die Alte da? Geh mal hoch! Geh doch zum Kampfresort.
Mit diesem krassen Team. Ich überlege gerade, wenn ich 6 Pokémon so angucke, war. Wir haben im Prinzip 3 Sweeper. Also sprich Lucario, Serpiro und Elevoltec. Ja, Dragon im Prinzip auch, war. Ah, da steht er schon. Wie stark du geworden bist, jo. Natürlich erstmal Stolos einsetzen. Als Mega Stolos hält es sowieso krass viel aus. Oh Mann, was geht ab? Mega Stolos Action. Es wird Zeit für die Tarnsteine. Los geht's! Megamorph! Stolos Mega Schinka! Voll krass, ey. Tarnsteine! Ja, eigentlich war das mal nach so einer Transformation auch eine epische Attacke, war nicht so Tarnsteine. Wobei Tarnsteine natürlich schon irgendwie episch sind. Mit Donnerwelle. Also im Prinzip ist die Strategie mit Donnerwelle und Tarnsteinen gar nicht mal so verkehrt, aber mit Brüller wäre es eigentlich auch cool, oder? Wenn einfach so brüllen, weg, der nächste. Weil ganz ehrlich, so ein Mega Stolos, der ja noch das Fähigkeit-Filter hat, der effektiv Attacken bremst. Da muss schon einiges kommen. Wobei eben, kann doch auch sein, dass mich der Gegner trollen will mit Donnerwelle oder etwas anderem. Daher. Aber immerhin mit Stolos haben wir schon mal einen guten Tank. Ich habe 3 bis 4 Sweeper sogar. Dragoran und Lucario haben jeweils eine Prio-Attacke drauf. Turtok ist eigentlich auch ein bisschen zum Stallen da. Ja, aber Turtok mit Offensivweste, so wie es denn aktuell zocke. Es geht schon, aber. Ja, natürlich das Mega-Turtok wäre viel cooler, vor allem in der Situation. Mit Aurasphäre zum Beispiel noch. Aber eben, das ist halt immer so. Ein Mega-Turtok. Ja. Ich meine, klar kannst du es machen, aber Mega-Stern ist eigentlich eher für ein anderes Pokémon einsetzt, sag jetzt mal so. Also in dem her ist, für mich persönlich muss ich sagen, nur ein Mega-Pokémon pro Battle. Klar, es ist fair und so weiter, keine Frage. Das ist eigentlich fast zu wenig, wie ich sagen würde. Also das Team hier, da hat natürlich durchaus Potenzial, keine Frage. Aber man müsste es auch ein bisschen, denke ich, sicher mal irgendwie besser abwägen. So, die Bonusbinde aktiviert. Warum? Natürlich ganz einfach deswegen, weil es noch viel zu wenig abdeckt. Wenn irgendwie. Angenommen, es kommt irgendwie ein Mega-Booster. Der kann irgendwie sogar schon gegen Stolos zum Einsatz kommen. Oder irgendwie. Was kann es da sonst irgendwie? Irgendwie Mega-Voltenz oder was ja super schnell ist, Bedroher drauf hat. Und ihr setzt zum Beispiel, was mir auch schon mal passiert ist gegen Kai. Ich setze eine Elektroattacke ein, er switcht Voltenzo rein mit, ja, Voltabsorber. Vielen Dank, oder Elektrofänger. Stromabsorber. Irgendwie sowas. Auf alle Fälle natürlich noch Spezialangriff erhöht. Mega Voltenzo sowieso einen erhöhten. Ja, sowieso einen super hohen Spezialangriff. Das Vieh kriegst du auch nicht mehr weg. Wobei, natürlich braucht es dann halt ein Pokémon, das eine hohe Spezialdefense hat. Ja. Und zum Beispiel auch irgendwie, was ja noch gut, ein Mega-Bisaflor. Wegen Speckschicht, oder? Kann auch mit Kraftreserve Feuer nicht viel machen. Wir können zum Beispiel mit Toxin ein bisschen ärgern und dann Giftschock oder sonst was in der Art. Den halt Dragora mit Turbo-Tempo. Oder sonst Prio-Attack, weil Voltenzo spielst normalerweise irgendwie mit Donnerblitz. Volt wärst du schnell switchen natürlich, weil du meistens schneller bist. Das Vieh ist sowieso grausam schnell. Und dann noch irgendwie Kraftreserve Feuer. Nee, Quatsch. Also eher da, Kraftreserve Feuer. Flammenwurf der Hitzekoller. Genau, und dann noch Kraftreserve Eis. So. Aber auch wenn du gegen den Mega-Bisaflor irgendwie Hitzekoller Flammenwurf einsetzt, der darf Speckschicht, okay, macht nicht so, wie du gerne hättest, dann Spezialangriff sinkt noch. Bei Hitzekoller, bei Flammenwurf bringt es noch weniger. Der macht Gigasau, du verlierst noch viel, der heilt sich wieder, also, Was schwierig, was ich vor allem finde in solchen Kämpfen, ist echt, wie kriegst du ein Team zustande, was dir selber noch gefällt? Muss ja auch so sein, ne? Der Kampf muss dir auch gefallen, wo du auch ein gutes Gefühl beim Kampf hast.
Und natürlich auch, was irgendwie funktioniert. Was auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet ist. Irgendwie gibt es das gar nicht, was ich finde. Aber mittlerweile nicht. Wir treten mal wieder gegeneinander an. Genau, im Prinzip würde er, glaube ich, jeden Tag gegen dich antreten oder sobald du irgendwas Besonderes gemacht hast. Sprich, nochmal die Pokémon-Liga gemacht hast oder nochmal im Kampfressort ein paar Kämpfe gemacht hast. Bei mir muss doch da ein bisschen schneiden. Wir haben gerade 7 in einem neuen Team wieder. Also, neu ist im Prinzip mein Story-Team. Nur jetzt halt ein halbes Jahr später. Alle auf Level 100 und er. Was kann er denn mittlerweile so? Ja, wie gesagt, von dem her ist. Ich finde echt heutzutage schwierig geworden, irgendwie ein Team zusammenstellen, wo du sagen kannst, jo, mit dem gewinnst du gegen alles, weil da geht irgendwie gar nichts. Du kannst jedes Pokémon irgendwie auskontern. Und sowieso pro Generation und pro neue Spielerei gibt es da irgendwie neue Bannliste und generell neue Tierlisten mit OUs, UU, BL, die ganzen Bezahlungen dafür. Sowieso wahnsinnig neue Attacken wie neue Mega-Entwicklungen im Sinne von ORAs im Gegensatz zu XY. Ist echt nicht so einfach. Jo, ich bin halt vor allem dabei, noch ein bisschen zu experimentieren, da teilweise auch ein bisschen Fun-Teams zu machen oder irgendwie eine Strategie, wo ich denke, jo, wenn die direkt durchkommt, dann habe ich es im Griff, wenn es nicht durchkommt, dann verliere ich die Haus hoch. Der war letztens mal, wo ich dachte, ja, wenn das klappt, gewinne ich irgendwie 5 oder 6-0 sogar. Wenn es nicht klappt, verliere ich halt 5-0. Ja, am Schluss aber auch 5-0 verloren, also von dem her. Natsumere! Ja, das Pokémon haben wir auch viel öfters gesehen mittlerweile. Wegen Kraftkoloss und Bauchtrommel in Kombination. Eine üble Kombi. Und da wiederum wäre natürlich eine hohe Defense gut, wa? Das ist irgendwie so ein Tank aller. Ja, Metergroß im Prinzip, wa? Was war gegen Metergroß Unternehmen? Ah, Kampfattacke, ja, aber gut. Ansonsten etwas, was du halt physisch gut in der Defense trainierst und dann speziell da vor allem Relaxo und so ein Robert, mittlerweile nicht mehr im Finale, wie in Pokémon Gelb noch, ne, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr drauf, aber trotzdem. Noch ein bisschen Fluchen noch dazu, dann Erholung, dann kommt es auch ganz gut. Naja. Pokémon wechseln zu Fiao, jo, gerne. Und ja, eben das war jetzt halt im Prinzip da die, wie soll ich sagen, der große letzte Part jetzt halt zur Story, was noch irgendwie speziell war. An Delta oder halt ORAs generell. In der nächsten Folge dann vermehrt halt in den nächsten Folgen, muss man so formulieren, natürlich halt ohne den unteren Screen war, ihr sollt nicht unbedingt meine Strategie sehen. Aber dafür halt dann mit dem oberen Screen vermehrt, dann irgendwie Teamübersicht von mir und meinem Gegner, was man sowieso sieht mittlerweile, vom dem Kampf beginnt, was der für Pokémon hat. Und ja, ich denke, das wird sicher noch geil werden. Wann die halt kommen, kann ich noch nicht genau sagen. Wie gesagt, ein paar sind aufgenommen und so weiter. Und so ein paar, im Prinzip ist ein Stream. Und dann ein bisschen zusammenschneiden muss, wegen Pausen dazwischen, etc. etc. Aber kommen sicher noch mehr und ich denke, deswegen so ab und zu noch ein paar neue Folgen. Bis dann vermutlich Sonne und Mond erscheinen war. Und ab dann wird es wohl auf 7. Generation weitergehen. Oh je, wird sicher was werden, ey. Vielleicht sogar neue Mega-Entwicklungen auf der 7. Generation könnte ja sein. Aber sonst irgendetwas Spezielles. Was meine quasi 6 Gen-Teams, was jetzt sind, 6 Generation mäßig, wieder auseinanderreißt. Kann man ja nie wissen. So, ihr seht schon, im Prinzip natürlich überhaupt kein Problem. Klar, wir sind ja auch so viel höher vom Level her, aber trotzdem, er ist auch nicht schlecht dabei. Ich meine, hallo, der hat Pokémon bis Level 81 mit Galagladi. Jo, 81, das muss ich sagen, ist für ein ja, Story-Team doch relativ hoch. Oder quasi ein NPC, wa? So, noch Megamorph und was mache ich jetzt? Weil Drachentyp auch Drachenpower. Wäre eigentlich logisch, wa? Gegner hat
Kampf Psycho. Fokusstoß bringt auch nichts. Kreuzschere gegen Psycho, ja, gegen Kampf wiederum nichts. Energieball wird neutral treffen. Drachenklaue eigentlich auch. Was kann ich mehr? Beim Story Gewalt war eigentlich physisch ausgerichtet oder eher speziell? Ist egal. Megamorph! Los geht's! Gewaltro Mega Shinka! Aber nur genial. Wir sind dem Gegner voll den Arsch entgegenstreckt. Gut, es ist sein Schwanz, aber ich weiß ja auch nichts. Vor allem, warum überhaupt? Im Anime macht es ja auch nicht. Oh, was geil, cool. Ein Gewaltro mal wieder zu züchten, war eine tolle Idee. Ja, wobei mittlerweile genug Megas. Mittlerweile will ich eigentlich eher so Pokémon züchten, die nicht unbedingt Megas sein müssen, weil ich habe echt genug davon. Also genug im Team, versteht ihr? Und bringt nichts, wenn ich 6 Pokémon im Team habe, von denen 2 Megamorphen müssen. Man muss immer entscheiden, der andere dann kein brauchbares Item, das ist doch scheiße. Jo, und das war's hier mit Heiko, der halt immer wieder gegen uns antritt. Mittlerweile sogar jeden Tag, weil mit diesem Team halt so gut zum Trainieren, so ein bisschen Leveln und so weiter. Jo, und das war's, jetzt habe ich noch sagen, mit diesem kleinen Special-Video zu Pokémon Delta, das letzte, was man noch in der Story zeigen kann. Und alles weitere. Kann ich nur von Anfang war, muss ich einen Tag warten, bis er kämpfen kann. Ja, bis morgen dann, war. Tschüss. Naja, bis morgen dann, Heiko. Und bei euch Leute würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, denke in einem Tag, vielleicht sogar morgen, gibt es hier die nächste Special-Dröhnung mit Pokémon Delta. Dann aber gegen euch. Oh ja. Bis dahin, ciao zusammen.